Freunde, es gibt Zahlen, die man zweimal lesen muss. Und dann ein drittes Mal. 13%. Das ist der aktuelle Wert der SPD im ZDF-Politbarometer, der niedrigste Wert, den die Sozialdemokraten in dieser Umfrage jemals erreicht haben, seit Beginn der Erhebung. Historisch. Nie war es schlechter. Gleichzeitig liegen die Grünen bei 23%, 10 Punkte vor der SPD. 10 Punkte. Die Grünen vor der SPD. Wer das vor 5 Jahren jemandem erzählt hätte, wäre ausgelacht worden. Was wir gerade erleben, ist keine normale politische Schwächephase. Was wir gerade erleben, ist der schleichende Tod einer Volkspartei. Der SPD. Der Partei, die Deutschland durch das Wirtschaftswunder mitgeprägt hat. Der Partei von Willy Brandt, Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, der Partei, die bis vor wenigen Jahren noch Kanzler stellte. Und heute 13%, viertstärkste Kraft. Kurz vor der Linken. Heute erzähle ich euch, wie es so weit kommen konnte. Was die Zahlen wirklich bedeuten und was dieser Absturz für Deutschland bedeutet, weit über die SPD hinaus. Bleibt dran. Die Zahlen, was das Politbarometer wirklich zeigt. Das ZDF-Politbarometer vom 27. März 2026, durchgeführt von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen, zeigt folgendes Bild. CDU, CSU 26%, AfD 22%, Grüne 23%, SPD 13%, Linke 9%. Das ist ein Bild, das vor 10 Jahren niemand für möglich gehalten hätte. Die SPD-Volkspartei, Kanzlerpartei, Partei der Arbeitnehmer auf dem 4. Platz, hinter Union, Grünen und AfD. Und die Linke ist mit 9% erschreckend nah. Aber das ist erst der Anfang der schlechten Nachrichten. Ein weiteres Umfrageinstitut INSA für die Bild sieht die SPD sogar bei nur 12%. Und bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg Anfang März erhielt die SPD gerade einmal 5%. 5% in einem der bevölkerungsreichsten Bundesländer Deutschlands. Dort, wo Robert Bosch gegründet wurde, wo Daimler seinen Ursprung hat, wo die Industriearbeiterschaft traditionell SPD-Wähler stellte. 5%. Das ist keine Schwächephase. Das ist politische Bedeutungslosigkeit. Und die Führungsfrage macht es noch deutlicher. Nur 17% der Deutschen trauen Lars Klingbeil und Bärbel Baas zu, die SPD aus der Krise zu führen. 3/4, 75% bezweifeln das ausdrücklich. Das Erschütternde. Sogar unter den eigenen SPD-Anhängern setzen nur 29% auf ihre Parteivorsitzenden. 56% der SPD-Wähler selbst glauben nicht, dass die eigene Parteiführung die Partei retten kann. Wenn eine Partei ihr eigenes Führungspersonal aufgibt, hat sie ein fundamentales Problem. Das ist kein Moment tief. Das ist ein struktureller Vertrauensverlust. Wie es so weit gekommen ist, die lange Geschichte des Niedergangs, der Absturz auf 13% ist nicht über Nacht passiert. Er ist das Ergebnis eines langen Prozesses, der bereits vor Jahren begann. Die erste große Weichenstellung war die Agenda 2010 unter Gerhard Schröder. Hartz IV, Rente mit 67, Lockerung des Kündigungsschutzes. Diese Reformen haben die Wirtschaft stabilisiert, das ist historisch belegbar. Aber sie haben Millionen SPD-Wähler verprellt, die das Gefühl hatten, die SPD ist nicht mehr für uns. Die SPD macht Politik für die Unternehmen, nicht für die Arbeiter. Das Gefühl, wir wurden verraten. Dieser Vertrauensverlust zieht sich wie ein roter Faden durch alle seitdem folgenden Niederlagen. Er hat sich bis heute nicht vollständig erholt. 20 Jahre später bezahlt die SPD noch immer den Preis für die Agenda 2010. Die zweite Weichenstellung war die Entscheidung, immer wieder in große Koalitionen mit der CDU einzutreten. 2005, 2013, 2017 und jetzt 2025 wieder. 4-mal GroKo in 20 Jahren. In der GroKo ist die SPD nie wirklich sichtbar. Die großen Entscheidungen werden von der Union dominiert. Die SPD liefert die Stimmen und bekommt dafür wenig Anerkennung. Wenn Erfolge passieren, nennt die Union sie ihre. Wenn Misserfolge passieren, teilt die SPD die Schuld. Jede GroKo schwächte die SPD weiter und trotzdem ist sie immer wieder reingegangen. Die dritte Weichenstellung war das Scheitern der Ampel. Scholz als Kanzler stand für eine SPD, die weder links noch konservativ war, die versuchte, alles zu sein und dabei nichts mehr war. Die Ampel zerbrach am Haushaltsstreit. Der Wahlkampf wurde gegen alle internen Widerstände mit Scholz geführt. Das Ergebnis war historisch schlecht.
Und dann, anstatt in die Opposition zu gehen und sich neu zu erfinden, ging die SPD als Juniorpartner in die neue GroKo, als Verlierer, als Partei ohne klares Profil. Als Partei, die Regieren über Identität stellte. Was Klingbeil und Bas falsch machen, Lars Klingbeil liegt erstmals am negativen Bereich minus 0,3. Bärbel Bas bei minus 0,4. Das sind keine dramatischen Negativwerte. Aber sie zeigen, Klingbeil und Bas haben keine positive Wirkung auf die Partei. Sie sind Verwalter einer Krise, keine Überwinder. Was hätten sie anders machen müssen? Erstens, klare inhaltliche Positionierung. Das Politbarometer zeigt, 37% der Deutschen wollen eine SPD mit mehr linken Inhalten, 36% wollen weniger. Die Partei weiß selbst nicht, wo sie steht. Wenn eine Partei nicht mehr wiedererkennbar ist, wählt man sie nicht. Zweitens, personelle Konsequenz nach den Wahlniederlagen. Nach 5% in Baden-Württemberg wäre in anderen Ländern ein Rücktritt die logische Konsequenz. In der SPD blieben Klingbeil und Bas. Das signalisiert den Wählern. Diese Führung hält sich an der Macht, egal wie schlecht die Ergebnisse sind. Drittens, die SPD müsste bei den Themenpunkten, die ihr traditionell gehören, Arbeit, Soziales, Rente, Gesundheit. Aber genau bei diesen Themen versagt die Koalition aktuell am deutlichsten. Die Krankenversicherungsreform auf Kosten der Versicherten, die Energiepreise, gegen die zu wenig getan wird, die Bürgergeldabschaffung, die die SPD mitgetragen hat. Das sind keine sozialdemokratischen Erfolge. Das sind sozialdemokratische Niederlagen. Der Pistorius-Effekt, warum ausgerechnet er der beliebteste SPD-Politiker ist. Und jetzt ein Detail, das viel über den Zustand der SPD sagt. Verteidigungsminister Boris Pistorius liegt am Politbarometer auf dem ersten Rang mit einem Wert von 2,0. Klingbeil minus 0,3. Merz minus 0,5. Söder minus 0,8. Pistorius ist der einzige Politiker in Deutschland, der von einer Mehrheit positiv bewertet wird. Und er ist SPD. Warum? Weil er klar ist, weil er sagt, was er meint. Weil er keine Sprechblasen produziert, sondern klare Positionen vertritt zur Bundeswehr, zur Sicherheit, zur Wehrhaftigkeit Deutschlands. Das ist eine andere SPD als die von Klingbeil und Bas. Was lehrt uns das? Dass das Potenzial da ist, wenn jemand es abruft. Aber dass die aktuelle Parteiführung genau das nicht liefert. Pistorius hat mehrfach angedeutet, kein Interesse an der Parteispitze zu haben. Für die SPD ist das ein Problem. Er ist der Einzige, der die Partei wieder sichtbar machen könnte. Die Lehren aus Europa, was andere Sozialdemokraten besser gemacht haben, sozialdemokratische Parteien kämpfen überall in Europa mit ähnlichen Problemen. In Österreich liegt die SPÖ bei 21% als Juniorpartner in einer Dreierkoalition. In Frankreich ist die Sozialpartei praktisch bedeutungslos. Das Muster ist dasselbe. Wenn Sozialdemokraten versuchen, alles zu sein, werden sie für niemanden mehr attraktiv. Andere haben es besser gemacht. In Großbritannien hat Keir Starmer Labour klar neu positioniert, nicht durch Radikalisierung, sondern durch Klarheit. Labour weiß jetzt, wofür sie steht. Das hat bei den Wahlen 2024 funktioniert. In Schweden haben die Sozialdemokraten ihre Kernidentität als Partei der arbeitenden Bevölkerung nie aufgegeben, auch nicht in schlechten Zeiten. Sie sind dort weiterhin die stärkste Partei. In Portugal hat António Costa eine klare, progressive, aber wirtschaftsorientierte Linie gefahren und jahrelang stabil regiert. Was diese Erfolge gemeinsam haben? Eine klare, wiedererkennbare Identität. Weder Grüne noch Linke. Arbeit, soziale Sicherheit, Verlässlichkeit, Pragmatismus. Das ist das ureigenste Terrain der SPD. Aber sie hat es verlassen auf der Suche nach einem Profil, das alle ansprechen soll und deshalb niemanden mehr überzeugt. Die erfolgreichen Sozialdemokraten wissen, man kann nicht für alles und jeden sein. Man muss für etwas stehen. Klar, erkennbar, unverwechselbar. Das ist die Lektion aus Europa. Die SPD hat sie noch nicht gelernt. Was das für Deutschland bedeutet, die eigentliche Frage: Volksparteien waren das Rückgrat der deutschen Demokratie. CDU und SPD hatten über Jahrzehnte zusammen über 80% der Stimmen. Sie bildeten stabile Regierungen. Sie vertraten gesellschaftliche breite Arbeiter und Unternehmer, Stadt und Land, West und Ost. Das gab Deutschland seine bekannte politische Stabilität. Das ist jetzt vorbei. CDU und SPD kommen heute zusammen auf gerade 39%. Das Volksparteimodell stirbt. Und niemand in Berlin redet ernsthaft darüber, was das für die Zukunft des Landes bedeutet. Was kommt danach? Mehr Parteien,
Weniger stabile Koalitionen, kompliziertere Regierungsbildungen nach jeder Wahl, schwächere Regierungen, die mehr Zeit mit Koalitionsverhandlungen verbringen als mit Regieren, eine politische Landschaft, in der Überraschungen normal werden. Das ist nicht zwangsläufig schlechter, andere europäische Demokratien funktionieren mit Vielparteienlandschaften. Aber es ist eine fundamentale Veränderung Deutschlands, die noch nicht ausreichend diskutiert wird. Und es gibt noch eine direkte politische Konsequenz. Eine geschwächte SPD bildet weniger Gegengewicht zur Union. Wenn die SPD auf 13% bleibt, ist sie kein gleichwertiger Partner in der GroKo. Sie ist ein Mehrheitsbeschaffer. Und eine Union, die einen schwachen Partner hat, kann nach rechts driften, weil niemand da ist, der gegensteuert. Das ist kein theoretisches Risiko. Das ist eine politische Dynamik, die wir bereits beobachten können. Was nun? Die 3 Szenarien für die SPD ist Szenario 1. Die SPD erholt sich in der GroKo. Klingbeil und Baas bleiben. Die Partei liefert sichtbare sozialdemokratische Ergebnisse bei Mindestlohn, Rente, sozialer Absicherung. Die Energiepreiskrise wird durch eine Kombination aus Iran-Deal und Regierungsmaßnahmen überwunden. Die Wähler kommen allmählich zurück. Das ist das optimistischste Szenario. Es ist möglich. Es setzt aber voraus, dass sehr vieles gleichzeitig gut läuft. Szenario 2. Klingbeil und Baas treten zurück, entweder freiwillig nach dem nächsten schlechten Landtagswahlergebnis oder unter Druck der Basis. Eine neue Führung übernimmt vielleicht jemand wie Pistorius, falls er seine Zurückhaltung überwindet, vielleicht eine neue Persönlichkeit, die noch nicht verbraucht ist. Ein Führungswechsel mitten in der Legislaturperiode ist immer riskant. Aber er könnte notwendig sein, um das Signal zu senden. Jetzt ist es wirklich anders. Szenario 3. Die SPD sinkt weiter. Sie rutscht auf 10, vielleicht 8%. Die Linke überholt sie. Die GroKo verliert faktisch ihre Handlungsfähigkeit, weil ein Partner immer schwächer wird. Merz regiert unter wachsendem Druck ohne stabile Mehrheit. Vorzeitige Neuwahlen werden notwendig in einem Umfeld, in dem die AfD 26 oder mehr Prozent hat und die politische Mitte geschwächt ist. Das ist das Worst-Case-Szenario für die SPD und es wäre ein Worst-Case-Szenario für die Stabilität der deutschen Demokratie insgesamt. Welches Szenario eintritt, wissen wir nicht. Die nächste Landtagswahl wird zeigen, ob der Trend anhält oder ob sich die Partei stabilisiert. Die nächste Politbarometer-Erhebung am 17. April wird zeigen, ob die 13% ein Tiefstwert waren oder nur eine Station auf dem weiteren Weg nach unten. Was wir wissen, 30% der Deutschen rechnen laut Politbarometer bereits damit, dass die GroKo die Legislaturperiode nicht überlebt. 13% für die SPD ist keine Randnotiz. Es ist ein Signal, das weit über die SPD hinausgeht. Die Menschen vertrauen den etablierten Parteien immer weniger. Das ist kein SPD-Problem allein. Das ist ein deutsches Demokratieproblem und es beginnt mit 13%. Bleibt wachsam. Bleibt informiert, teilt diese Analyse, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.